Hallihallo und herzlich willkommen bei uns Schweizer zu der nächsten Runde Kingdom Hearts 3. Ja, bevor der Flynn da fast festgenommen worden ist, hat ein Rapunzel retten und wir sind eigentlich kurz auf dem Weg entlang Richtung Corona und ich würde sagen, wir tun uns da nicht lange auf Folter spannen, sondern schauen direkt weiter. Seht euch nur mal um. Okay, was ist was? Kann man etwas kaputt machen, dann machen wir doch das gerade. Ja, da sieht es wirklich ziemlich schön aus, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Moor heisst es, okay. Wolltest du uns etwas dazu erzählen, Rapunzel? Ja, wir sind ja auf dem Weg, So, schauen wir noch schnell rauf, da jetzt noch eine Kante, wie ich da sehe. Kann man da rauf? Nein, okay, alles klar, aber da hinten gibt es noch einen Weg drauf und ich sehe schon von ganz weitem etwas, das ich liebe und mag. Ein Kisteli. Äther. Ja, nicht schlecht. So. Ich würde sagen, wir schauen gerade mal weiter. Ah, das ist schon wirklich geil gemacht, also. So, kann man da noch irgendetwas einsammeln oder kaputt machen? Jawohl, okidok. Die Musik ist einfach wirklich herrlich, muss ich sagen, zum Spielen. Man kann sich richtig schön entspannen und geniessen. Die Umgebung, wie schön das sie ist. Herrlich. So. Noch ein Wanderbild vom lieben Flynn, arbeitet mit Rapunzel zusammen und erklimmt die Klippen. Okay, alles klar. Das sieht nach einem Stein aus, wo wir wahrscheinlich von der Klippe oben runtergumpen, wie sie gerade gesagt hat. Zusammen können kaputt machen, aber die Frage ist jetzt, wo lang wir müssen. Du zeigst uns schon voraus, wo du. Dann laufen wir dir doch ganz kurz nach dem Fall einmal da drauf. Okay, Doc. Sora, over here. Mhm. Was hast du jetzt vor? Let's swing across and look for a path. Okay, als kurz überschwingen an deinen Haaren. Wow, okay. Das nenne ich standfeste Haare. Klipp und klar. Und da wartet gerade noch eine kleine Gruppe Herzlose auf uns. Nice Sache. Oh. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, es sind nur zwei. Das wäre ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise noch recht langweilig gewesen. So. Nimm das. So, und im Großen und Ganzen muss ich sowieso noch ganz ehrlich sagen, ich würde dann noch Schlüsselschwert wechseln. Das kann ich auch da einfach ganz kurz machen. Ich bin irgendwie einfach kein Fan von dieser Armbrust, muss ich ganz ehrlich sagen. Es reizt mich nicht. Es ist so ein Umgeballere und alles drum und dran. Und ich finde, ich kann ja Magie eigentlich auch im Nahkampf einsetzen. Also ich sehe jetzt da kein Hindernis. Oh, falscher Knopfdruck. Okay, heilen wir uns ganz kurz. Spielt eigentlich keine Rolle. Die sind jetzt nicht wirklich schwer zu besiegen. Ich muss mich ganz kurz wieder ein bisschen zurechtfinden, wie was wo. Aber jetzt sollte ich schnell wieder eingespielt haben. Max FP gestiegen, unser Level ist gestiegen. So, was haben wir da noch? Einen kleinen Herzlosen haben wir noch. Zwei, da oben noch einen. Hat was vom Kasperli irgendwie, muss ich sagen. Da mit diesen Zipfelmützchen und so. Ziemlich herzig. So, haben wir nicht mal eine Attraktion gebraucht. Nicht schlecht. Wenn wir jetzt hier einfach gerade aus... Du kämpfst noch gegen jemanden. Ah, da hinten. Ein eingefrorener Gegner. Nice Sache. Den haben wir auch schnell erledigt. Und ihm zeigt, wer der Chef auf dem Platz ist. Da kann man irgendwie Kinder laufen. Schauen wir ganz kurz. Können wir auch noch zwei Herzlose. Die nehmen wir doch gerne auseinander. Die sind jetzt auch noch ziemlich schwach, muss ich sagen. Also sie sind jetzt nicht so, dass mich das voll weghauen will. Aber wie es aussieht, kann man da sonst gar nichts machen. Also nicht einmal ein Kisteli für uns. Leider. Dann schauen wir mal weiter. Dort oben sind wir jetzt eigentlich schon mal gewesen. Dann laufen wir halt rundum. Du kannst ja keine Wände auflaufen bei mir, Rapunzel. Das darf ich nicht vergessen. Sora, this looks like a good place to cross. Okay, jawohl. Zeig. Okay. This way, Sora. Dort vorne. Alles klar, das können wir noch kaputt machen. Mache ich doch lieb gern. Haben wir da irgendetwas um die Ecke noch, bevor wir uns da qualvoll überspringen, da deine langen, wunderschönen Haare. So, voilà. Was haben wir da? Einmal könnten wir da runtergehen oder einmal direkt in die Höhle rein, aber sie schaut da schon so gespannt rein. Ich würde sagen, wir warten nicht lang und gumpen da einfach mal die Höhle drauf. So, noch eine kleine nächste Gruppe an Herzlosen, die schon auf uns warten.
Ich würde jetzt sagen, Lölis zum Verklopfen. Aber das ist ja völlig ein anderes Thema. So, den Aff haben wir jetzt auch ohne Probleme erledigt. Da haben wir noch ein paar Leder müssen wir etwas auf dieser Naut. Und Plasmonaut wird parat. Ich würde sagen, wir setzen das gerade mal ein. Ziemlich lustige Attraktion. So, Schiessen nicht vergessen, genau. Gut, jetzt sind es auch nicht mehr wirklich viele Gegner. Eher durch die Luft fliegen. Aber dann können wir gerade mal lernen, ein bisschen umzuschiessen mit dem. Machen irgendwie mehr Schaden, wenn sie mehrmals durch die Luft fliegen. Das finde ich auch noch ziemlich interessant. Also wenn wir drauf bleiben, ja, jetzt macht es 150, 200. Okay, alles klar. Unser Endschuss. Nice Sache. Haben wir gerade noch 2, 3 können mitvernichten. Wow, den wollte ich unbedingt zerstören. Der nervt mich so dermaßen. Der kann immer wieder so viel Zeug blocken. So mühsam. Die einfach so schnell wie möglich erledigen. Das Beste, was man eigentlich machen kann im Großen und Ganzen. So, noch ein bisschen Blitz und Eis hinein. Frieren wir das Viertel ein von dir. Einen Raketentanz hätten wir da noch. Ziemlich gute Sache. Setzen wir doch gerade mal ein. Oh, wie das funkelt. So. Ich habe jetzt gerade dort hinten, ich weiss nicht, ob ihr es gesehen habt, ein Symbol entdeckt, ein Glückssymbol. Ist gerade gut, da können wir danach noch ein Viertel davon schmeißen. Und schauen, ob wir die anderen auch noch aufs Bild bekommen. So, den Aff haben wir noch. Was haben wir noch? Zum Erledigen noch ein Äffli. Voila! Das sollten eigentlich alle gewesen sein. Nein, da hinten haben wir noch eins. Ui, die hat fast übersehen. Dort hinten sehe ich gerade noch ein Item rumliegen. Das sammeln wir doch auch gerade noch ganz kurz ein. So. Wow. So. Wir haben die Plasmonaut-Wickeldrehung. Wo befindet sich denn noch einer da? Komm, wir erledigen dich mit ihren langen Haaren eingewickelt. Wow, die Aufnahme. Aber es hat gelangt, um dich zu zerstören. Gegen dich kämpfen ist einfach wirklich nur nervtötend. Und das muss ich mir nicht antun, wenn ich es schon von anders erledigen. So, dort oben schwirren noch ein paar Äffchen umeinander. Ich glaube, die vernichten wir die zuerst. Nachher kommt mir ganz kurz die Höhle, was sich da so da befindet. Aber das Glückssymbol wollte ich sicher mal noch mitnehmen. So. Schnell und einfach erledigt. Und dort hinten wartet schon das nächste Kistchen auf uns. Wie mag es auch sein? Was befindet sich drin? Ein Mithril-Tropfen. Nice Sache. Brauchen wir später auch noch ziemlich viel davon. Zum Schmieden. Da haben wir unser wunderschönes Glückssymbol. Mir darf da drauf nicht fehlen. Wollt da sonst noch jemand drauf? Flynn, magst du auch drauf kommen? Komm. Like this? Wohl, jetzt muss ich richtig da. Der Goofy versteckt sich dort auch irgendwie dahinten. Komm, machen wir einfach mal eins mit dem Flint zusammen. Haben wir ja noch keins. What have you got there? Nice picture. Nicht gut? Bist du nicht zufrieden? Ach komm jetzt, ich habe es noch recht cool gefunden. Spezielle Pose halt ohne Lachen. Ziemlich schade auf gewisse Art und Weise. Dort eine ganz weit weg wartet Rapunzel schon von uns. Seelisch erwartend, dass wir weiter können. Sie mag es nicht anwarten, Richtung Corona weiterzureisen. So. Ich glaube, wir haben da soweit eigentlich alles. Nein, da hinten haben wir noch einen Gang, wo wir entlang könnten. Jetzt ist die Frage, sie will lieber drauf. Ich würde sagen, in dem Fall kommen wir zuerst den Gang. Weil mich das dann nicht der richtige Weg in dem Fall tut. Okay, da kann man nicht. Kommst du doch mit? Jetzt wollt sie dort durch ab. Ja, ich würde sagen, wir gehen lieber zurück. Und rennen mal die Wand drauf. Kommt einiges besser. So. Gut, dann ist das in dem Fall der richtige Weg. Muss ich nachher mal nochmal nachschauen, was der andere Weg gewesen wäre. Ob uns vielleicht noch etwas versteckt oder verborgen geblieben wäre. So, let's Schwung. Okay, jetzt sind wir irgendwie einfach auf die andere Seite. Was mir aber gerade auffällt, ist, wir hätten den grossen Stein haben wir nicht gemacht. Wahrscheinlich hätten wir dort ab dieser Kante runter müssen für das. Aber, na ja. Ich schaue sonst, dass wir später irgendwie noch zurück können. Also, wir können sowieso. Dann schauen wir, dass wir den im Verlauf des Spiels noch mitnehmen. Zeigst du uns einfach den blanken Arsch? Hei, hei, hei. Das kann ich mir leider nicht bieten lassen von dir. Du machst noch guten Schaden da mit deiner Kanone. Ich würde sagen, ich versuche den Aft oben abzuholen, weil irgendwie lenkt der Turm da umeinander. Ich glaube, solange sich kein Aft drauf befindet, ja, jetzt kommt schon der nächste drauf, also sollten wir schauen, dass wir einfach
irgendwie die Waffe fernhalten, so gut wie möglich von dem Turm. Oh, noch im letzten Moment uns können heilen. So, ich kann irgendwie nichts machen, solange du da rumschiessest. So, nimm das, wenn du mir Damage machst, mache ich dir Damage. So läuft das Spiel. So kann ich den Turm nicht lenken. Nein, 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 wag sie ja nicht. Wag sie ja nicht, mein Säffli. Die werden wirklich einfach einen nach dem anderen draufkumpen. Ui, ui. Warte mal schnell, wir können sonst mal versuchen, hier in die Mitte statt zum Wickeldrehung einsetzen. Das macht ja noch ziemlich guten Schaden um die Gegner um uns herum. Ich hoffe, es bringt was ab. Was? Aber ich glaube, es sieht nicht schlecht aus. Oh, der vom Turm hat es auch gerade weggefegt. Nice Sache, es sind nicht mehr viel. Aber der besteigt schon der nächste den Thron. Wieso nur? Wieso nur? Kann ich dich irgendwie darauf einfrieren? So, ich hol dich da oben runter, du kleine Made. Voilà, sind das alle gewesen? Hä? Was ist jetzt los? Okido. Okay, speziell, speziell. Wir haben hier Donald Meteor gerade aktiv. Ich würde sagen, das haut auch guten Schaden rein. Das auf dem Eis umsliden, das habe ich gar nicht gewusst, dass das geht. Das finde ich jetzt gerade noch ziemlich speziell. Wir sollten uns lieber mal kurz healen und Konterschild brauchen. Der macht uns noch ziemlich guten Schaden. So. Wie ich sehe, gerade das nächste Schweizer Sackmesser, jetzt hätte ich fast schlüsselschwer gesagt. Hei, hei, hei. Das Schweizer Sackmesser, das ich brauche, das vom Olympus, verwandelt sich in ein Schild in der zweiten Form. Auch noch eine ziemlich coole Sache und macht mega Schaden. Finde ich einiges cooler als die Armbrust von vorher, muss ich sagen. Aber wir haben dich fast erledigt, wie es aussieht. Oder auch nicht. Was ist jetzt los? Okay, okay, alles klar. Das heisst, wir müssen dich 3-mal besiegen. Das sollten wir aber gut anbekommen in unserem Streitwagen. Oder wie wir den auch nennen, ich will sagen Streitwagen oder irgendwie so in die Richtung. Haben wir auch noch gut können. Trio-Wächter setzen wir auch gerade mal ein. Dass wir nicht so viel Schaden abbekommen von dir. So können wir dich auch gut, ziemlich gut zurückstoßen, wie ich das gesehen. Hau rock, hau rock. Nice one, zweimal dich besiegt. In dem Fall kommst du jetzt noch das dritte, oder nicht? Ich sehe ganz nach Hause gesagt, wir hauen direkt das Finale einmal auf ihn rein, um einen guten Schaden abzubekommen. Spritzfahrt kurz drauf. Jetzt hoffe ich, dass du mir keinen Schaden kannst machen während der Spritzfahrt, sonst würde das ziemlich scheiter aussehen. Ich versuche jetzt einfach mal da um ihn herum zu fahren, dass wir ihn so viel wie möglich verwutschen. Und ich pumpe mal ein bisschen umeinander, dass er uns nicht verwutscht. Ich glaube, jetzt ein Treffer macht es jetzt gerade noch aus. Haben wir dann wenigstens ein bisschen Schaden machen. Nice Sache. Obwohl ich gerade gar nichts gesehen oder mitbekommen. Sollten wir uns direkt, glaube ich, mal heilen, sonst kommt das nicht gut. Wir haben Wut vor uns zum Aktivieren. Ich glaube, mit der sollten wir ihn kurz und klein können schlagen, ohne Probleme. Setzen wir lieber Maß. Aradeni, ziemlich starke Fähigkeit. So, Max MP gestiegen und Supersprung haben wir erhalten. Das müssen wir uns gerade mal kurz anschauen. Supersprung, drücke im freien Fluss Kreis, um einen Supersprung auszuführen, mit dem du bislang ungeahnt Höhen erreichen kannst. Okidok. Nice Sache, das heisst, wir können jetzt ein bisschen höher gumpen. Das bringt uns auf viele Kanten weiter. Informationen erreichen das Königreich von Corona, das sollte man eigentlich gut anbekommen, aber schauen wir doch gerade mal kurz wegen dem Supersprung, das würde mich noch ziemlich interessieren. Wir haben sogar noch inzwischen noch einen Luftkombo bekommen. Füge einen Kombos in der Luft einen zusätzlichen Angriff hinzu. Die Fertigkeit kann aufgestapelt werden, um noch weitere Combo-Angriffe hinzuzufügen. Okay, das klingt ziemlich schmackhaft, das ziehen wir uns doch ganz kurz an. Supersprung, drück im freien Fluss, Kreis, das haben wir jetzt gerade vorher eine kurze Einleitung dazu bekommen. Ich würde sagen, da muss ich den Text nicht noch lesen. Drück nach erfolgreichem Blocken, um nach Gegner zu schlagen. Du kannst nur eine Block-Konter-Fertigkeit anlegen. Okay, ich würde sagen, man zieht dich trotzdem an. Es sieht danach aus, als würde es funktionieren. Führe in der Luft einen Hieb nach unten aus, um im Ziel auf Boden anzugreifen. Sturzhieb. Rüsten wir doch auch gerade mal aus, wenn wir das schon können. Schauen wir mal noch beim Donald nach. Teamangriffszeit oder MP-Hasts. Okay, regeneriert MP 10% schneller und kann aufgestapelt werden. Oder Teamangriffszeit verkürzt sich. Ich würde sagen,
Ihm lohnt sich mehr als Magier auch MPHs zu bekommen, damit sein Mana sich schneller auffüllt. Teamangriffszeit oder Trotzkopf, jetzt muss ich gerade mal schauen, ob wir sogar könnten beide ausrüsten. Trotzkopf erhalte ein LP, wenn du 2 oder mehr LP hast und von einer Attacke getroffen wirst. Also blöd gesagt, ein extra Leben, also eine extra Attacke, die er aushalten und nicht direkt stirbt. Finde ich noch eine ziemlich gute Sache. Und die Angriffszeit haben wir ja gerade vorher schon mal gehabt. Das zieht sich schneller, macht Rapunzel und Flynn interessieren uns eigentlich nicht im Großen und Ganzen. Ausrüsten haben wir da irgendwie noch Ausrüstung bekommen. Okay, für den Sora jetzt nicht wirklich. Bronze-Amulett erhöht den Angriff und die Magie, das FP-Maximum geringfügig. Angriff und Magie 1 höher und FP wird 7 erhöht. LP-Konverter kann ich leider gerade momentan nichts dazu sagen. Aber es sieht ziemlich noch interessant aus. Jetzt muss ich aber noch sagen, welche ich ersetzen würde. Wenn würde ich den Expertenring ersetzen, dann können wir den hier ausrüsten. Ich würde sagen, auch so sollten wir noch genug FP haben, um all unsere Fertigkeiten können drauf haben. Zeigen wir mal. Ja, voll. Ohne Problem. Also wirklich 10 FP hätten wir sogar noch Führung. Ausrüstung würde ich gerne mit dem Donald auch noch schauen. Vielleicht könnten wir immer noch etwas ganz kurz Kleines ausrüsten. Nein, du hast jetzt hier eine Magie, den finde ich eigentlich ziemlich gut für dich und die auch. Und Schildgürtel wäre... Ja gut, wir könnten dir eigentlich das Maskenröschen, oder wie man das aussprechen soll, anziehen. Ist ja einiges besser als andere. Und du kannst einen Schildgürtel anziehen, du kannst ja 2 Ausrüstungen anlegen. Ziemlich gute Sache. Jetzt haben wir da noch einen Fertigkeitsring. So. Dann tun wir den auf... Voilà. Nice Sache. Also. Dann schauen wir doch gerade mal, wo wir da weiter müssen. Ich würde sagen, klippen drauf, wir sind noch durchs Löchchen da durchgekommen. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Corona. Ich würde sagen, wir sind auf der richtigen Fährte. So, da in dem Eckchen hinten finde ich gerade so weit nichts. Ich habe gedacht, ich schaue jetzt mal ganz entspannt um und geniesse die herrliche Musik von dieser Welt mit den Vögelgezwitscher und so weiter und so fort. So, wo befinden wir uns denn jetzt? Oh, look! I see some birds! This way! Wait! Come back! I must have startled them. Oh Mann, nein, Rapunzel. Wie kannst du nur die hübschen, herzigen Vögel verscheuchen? Das geht doch gar nicht. Okay, was müssen wir da machen? Da oben sind die singenden Vögel. Oh, there they are! So, ich würde mal behaupten, wir müssen mal zu diesen Vögeln angehen. So, und da ich das jetzt leider schon weiss, man sollte ganz langsam auf sie zulaufen, damit sie nicht verschrecken an jemanden. Dass man es kann drücken. Wenn ich schnell auf sie zugelaufen wäre, wären sie ab auf den nächsten Baum und auch den Rückweg sollte man ziemlich langsam machen. Wenn man ihn schnell macht, verschwinden die Vögel und man muss alles von vorne anfangen. Ziemlich mühsam. Ja, ganz, ganz vorsichtig. Oh. Und... Woppa. So, und runter. Und ganz langsam. Was eigentlich komplett gegen meine Natur verspricht. Ich bin jetzt eher einer, der das Spiel gerne ein bisschen schneller spielt. Aber wir sollten das eigentlich gut anbekommen. Oh, kämen nicht runter. So. Slowly? I've never seen a bird like you. Listen, they're singing for us. Erreiche das Königreich. Unsere Information bleibt immer noch dasselbe. So. Ich würde sagen, sehen wir da gerade irgendetwas? Vielleicht ein Glücksemblem oder ein Kistchen zum Mitnehmen. Da haben wir eine Kante, wo wir entlang laufen können. Das würde ich gerne noch machen. Vielleicht... Ui! Wow! ein riesen Exemplar. Schauen wir gerade mal rein, was mich erwartet. Die freche Kanarie. Die freche Kanarie, okay. Ein Spiel des klassischen Königreichs. Du kannst es auf dem Gummifos spielen. Würde ich gerne eher gegen das Ende vom Let's Play machen, dass wir jedes Spiel sonst mal noch einmal spielen und anschauen. Oh nein! Jetzt bin ich da einfach runtergerutscht, oh Mann. Also, ich würde sagen, ich gehe da nochmal rauf. Das kommt mir viel leichter vor, wenn ich da oben drüber kann gehen. Jetzt bin ich schon fast wieder runtergefallen. Hey, aufpassen. Okay, da muss ich wirklich schnell kurz hüpfen. Mann, oh Mann, hey! Wir schaffen jeden Gegner, jeden Boss und alles drum und dran, aber wir kommen nicht über die Kante. So, jetzt haben wir es einwandfrei geschafft.
Gut, das hat uns eigentlich auch gar nichts gebracht. Wir hätten wirklich zwischendurch können. Oh Mann, oh Mann. So kann man natürlich auch seine Zeit vertrödeln. Da unten befindet sich gerade ein Speicherpoint, hat irgendjemand von uns zu wenig Leben. Ja, alle eigentlich. Füllen wir sie doch ganz kurz so wieder auf. Da oben haben wir gar nichts zum Finden. Ich hoffe eigentlich auch immer wieder ein bisschen, dass ich etwas für das Rezept finde, also zum Kochen. Aber irgendwie finde ich da gerade nichts. Da haben wir noch irgendein Gebüsch, das wir gerade einen Luzi-Tropfen abnehmen können. Alles klar. Du hast auch nichts für uns. Ja, da. Wow. Okay, das sieht noch ziemlich speziell aus, muss ich sagen. So. Dann müssen wir mal uns da ganz wenig umeinander schauen. Ich habe nämlich gehofft, dass jetzt sich da hinten irgendetwas verbirgt. Aber nicht wirklich, da können wir aber D drücken, aber irgendwie geht es dort hinten doch weiter. Hey, ich schaue nicht ganz genau, richtig? Kann man da irgendwie hinten durch dort? Soll ich es probieren oder nicht? Ich würde sagen, probieren gerade überstudieren. Versuchen wir es mal. Nein, es sieht eigentlich nur noch aus. Oh Mann, oh Mann. Ich freue mich immer viel zu früh, irgendetwas Spezielles oder Cooles zu finden. Da haben wir eine ganze Wiese voll Blümchen. Kann man das einsammeln da? Nicht, okay. Du siehst nur so gut aus. Das hätte ich gerne mitgenommen. So, eine riesige Blumenwiese. Und eben da können wir uns irgendwie mit unserem Fokus dran schwingen, um schneller vorwärts zu kommen. Aber ich sehe jetzt gerade momentan keinen Grund, warum da hinten zu gehen soll. Also ich schaue mal hinter den Busch, vielleicht versteckt sich ja doch noch irgendetwas da hinten dran. Ja, mei. Okay, doch nicht. Lassen wir es bleiben. Wow, okay. This is amazing! Ja gut, das habe ich jetzt wirklich nicht verpassen. Sonst da sehe ich im Ganzen auch so nichts. So können wir uns noch dran schwingen, um ein bisschen umeinander schauen. Nein, da sehe ich auch nichts. Ich muss mich ganz kurz ein bisschen konzentrieren, dass ich jetzt wirklich nichts verpasse. Aber da aufwärts kommen wir auch gar nicht. Das heisst, es bringt nichts, wenn wir versuchen, da die Zeiten rauszugehen. Nein. Ich kann es nicht glauben. Wir sind am Ufer vom Corona. Wir haben es geschafft. Wir kommen da. I just knew the outside world would be full of amazing things. And you helped me find them. Thank you. Waldbrosche erhöht den Angriff ein wenig, die Magie spürbar und das FP-Maximum geringfügig. Also ein Gegenstand für mich oder der Donald. Items erhalten, FP plus 4-mal. Wow, okay. Raputtels Item wurden wieder deinem Vorrat hinzugefügt. Alles klar, in dem Fall, danke vielmals. Meine liebe Rapunzel, damit dass du uns nicht beklaust, sondern uns das Zeug direkt wieder zurück ist. Rapunzel sure looks happy. She does. Well, her dream's gonna come true. They're sending the lanterns up after dark. Cool. We don't want to miss that. Das Königreich. Schade, dass jetzt nicht Corona steht. Es ist jetzt so viel mal jetzt beschrieben gewesen, aber erkunde das Königreich. Finde ich auch ziemlich angenehm. So, dann könnten wir eigentlich da mal ganz kurz abspeichern. Damit auch ja nichts verloren geht. So, aber ich muss schon ehrlich gesagt gestehen, ich habe in der letzten Folge das Problem gehabt, dass die ganze Folge irgendwie verloren gegangen ist und ich das jetzt eigentlich kurz haben müssen nachspielen. Aber da hinten befindet sich gerade das Kistchen und... Hi, was machst du da? Versteckst dich von den anderen? Okido. Die Kisten können wir noch kaputt machen, da, dass wir Dollar und so Sachen können einsammeln. Wir hätten da wieder einen Mogli-Laden. Ich weiss nicht, ob es sich lohnt, reinschauen, aber machen wir es doch einmal und schauen, ob wir irgendwie wenigstens mal 1, 2 neue Sachen bekommen haben.
aber sieht nicht wirklich daraus und bei der Schmiede könnten wir eigentlich mal reinschauen, ja? Schlüsselschwert, Verstärkung. Wenn du dich in der Schmiede befindest, kannst du Schmiedematerialien auch dazu benutzen, dein Schlüsselschwert zu verstärken. Also ihre Werte für Angriff und Magie zu erhöhen und neue Fertigkeiten freizuschalten. Wenn dich die Gegner in bestimmten Gebieten vor größere Probleme stellen, ist das Verstärken deines Schlüsselschwerts vielleicht die Lösung dieses Problems. Okay, alles klar. Fotomission. So kreativ die Mogris auch sein mögen, manchmal brauchen selbst sie ein wenig externe Inspiration, um neue Ideen aus dem Bummel zu schütteln. Bereise die Welten und bringe den Mogris Fotos von den Motiven, von denen sie dir erzählen, und erhalte dafür brandneue Schmiederezepte. Okidok. Deine gesamten Materialien wurden hier im Mogri-Laden hinterlegt. Sammelziel erreicht. Du hast neue Items zum Schmieden freigeschaltet. Freudensplitter, Freudentropfen, Freudestein, Luzidsplitter und ein Luzidtropfen. Achat-Splitter. Okidok, nicht schlecht würde ich mal sagen. Also wir haben beendet die Sammelziel schon 19 Stück. Und da würde ich jetzt mal behaupten, werden die Schlüsselschwert aufwerten. Jawohl, genau richtig. Jupp, jupp. So, da seht ihr, wie ihr gerade seht, können wir jetzt da eigentlich die aufleveln. Wir haben auch schon ein paar Materialien gesammelt, Fluorid und Energiesplitter. Jetzt könnten wir, wenn wir sagen, hey, das ist unser Lieblingsschwert oder hey, wir sind viel zu schwach für den Boss, leveln wir noch schnell ein paar Schwerter drauf, würde ich sagen, warten wir noch ein bisschen ab, weil man braucht recht viel Materialien zum aufschneiden. Und darum wäre es cool, wenn wir wirklich das Schwert finden, das uns am meisten gefällt oder passt, dass wir können sagen, hey, ja, das tun wir jetzt aufleveln und das machen wir jetzt so. Und Fotomissionen würde ich jetzt auch sagen, tun wir eher gegen den Schluss verlegen, weil wir gar noch nicht alle ankommen. Jetzt habe ich es halt gar nicht gezeigt, tut mir leid. Ihr könnt sehen, dass im Verlauf vom Let's Play dann auch noch. So, da haben wir gerade noch ein paar Kürbisse erhalten. Jetzt können wir hier den Markt ein bisschen auseinandernehmen, ein paar Sachen zum Kochen finden. Ein Kürbis, nochmal ein Kürbis, 3 Kürbis. Okay, alles klar. Ziemlich gute Ausbeute, die wir hier haben, wenn ich das so mal sagen darf, ehrlich gesagt. Da hinten hat es ein Kistchen. Was verlangen die von mir? Wow, okay. Eins an. Aber ich will mein Kistchen. Geh weg. Husch, husch. Geld und Kistchen. Ich glaube, unser Leben ist wirklich erfüllt. Auf dem Jahrmarkt. Dann spiel das klassische Königreich. Du kannst es auf dem Gummifond spielen. Jetzt haben wir schon 2 Spiele in dieser Welt gefunden. Nice Sache. Ich glaube 13 oder 12, 13 Stück sollte es eigentlich geben im Gesamten. Könnte ich eigentlich auch noch nachher nachschauen. So. Tomaten. Von denen besitzen wir schon ein paar. Da gibt es eigentlich nichts, außer noch ein paar Kisten zum Zerstören. Ich muss sagen, da kann man jetzt wirklich sehr gute Ausbeute machen. Kann ich da noch mehr drauf klopfen? Nein, Aubergine. Okidok. Ich persönlich würde jetzt sagen, ich würde jetzt mal den Weg runtergehen. Weil vorne dunkt es mich, als würde es weitergehen. Und ich würde sagen, wir erforschen doch erstmal die ganze Stadt und schauen uns mal da. Das ist wirklich traumhaft. Voilà. Eine Erinnerung für auf dem Weg, dass wir uns am Schluss in unserem Fotoalbum noch alles nachschauen können. Dahinter komme ich nicht. Die Kisten hätte ich jetzt noch gerne zerstört, ehrlich gesagt. So, sonst finde ich da eigentlich gerade... Okidok. Wow, was hat jetzt da so Platz? Sind wir jetzt wirklich ins Wasser? Goofy! Wieso kommt er? Soll ich jetzt überhaupt etwas dazu sagen? Nein, ich lasse es lieber einfach bleiben und geniesse den Moment. Mickey, Donald, come on. Schmied das Bild. Kannst du dich jetzt nicht noch ein bisschen bewegen? Das wäre hilfreich. Voilà, nochmal ein wunderschönes Bild mit unserem Donald. Du hast 10 Glücksembleme fotografiert. Blitzkraftspange erhalten. Okidok, perfekt. Danke dem Fall vielmals. So, jetzt schauen wir uns nochmal ganz kurz um. Da hinten haben wir noch ein paar Kisten, die können wir nicht zerstören. Schade, was haben wir da hinten? Auch nicht wirklich. Interessant. Die können wir zerstören. Ja, die nehmen wir in dem Fall auch gerade mit. Wenn wir das schon so machen können. Aber ich würde jetzt mal ganz kurz am Rande erwähnen, oder gerade mal sagen, danke vielmals fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Königreich erforschen mit eurem Schweizer. Danke fürs Einschalten. Tschüss.